Johannes war schon immer ein Mensch gewesen, der anderen helfen wollte als Kind. Hatte er seiner Großmutter beim Aufstehen geholfen, seinen kleinen Bruder nach einem Sturz versorgt und später ehrenamtlich in einem Altenheim gearbeitet. Es war also keine Überraschung, dass er sich entschied, eine Ausbildung zum Krankenpfleger zu machen. Doch die Realität des Berufs war härter als gedacht. Die langen Schichten, der psychische Druck und die hohe Verantwortung machten ihm in den ersten Monaten zu schaffen. Die ersten Herausforderungen. Im Krankenhaus traf Johannes auf Menschen in unterschiedlichsten Lebenslagen. Ältere Patienten, die einsam waren, junge Menschen, die nach Unfällen um ihr Leben kämpften, und chronisch Kranke, die tapfer gegen ihre Krankheiten ankämpften. Besonders in Erinnerung blieb ihm Herr Meier, ein älterer Mann mit Demenz, der ihn jeden Tag aufs Neue fragte, wer er sei. Anfangs fiel es Johannes schwer, geduldig zu bleiben, doch mit der Zeit entwickelte er eine Technik, um mit Herrn Meier zu kommunizieren. Er erzählte ihm immer wieder die gleiche Geschichte über einen alten Freund aus Kindertagen. Das beruhigte ihn und schuf eine Verbindung zwischen den beiden. Die Nächte waren oft anstrengend und es gab Momente, in denen Johannes zweifelte, ob er den richtigen Beruf gewählt hatte. Ein besonders schwerer Tag war der, an dem er seinen ersten Patienten verlor. Frau Schneider, eine langjährige Patientin, mit der er sich gut verstand, starb in seiner Schicht. Trotz aller Bemühungen konnte sie nicht gerettet werden. Johannes fühlte sich hilflos und fragte sich, ob er wirklich einen Unterschied machte. Doch es war sein Kollege Tobias, der ihn aufmunterte. Johannes, wir können nicht jeden retten, aber wir können ihren letzten Weg so angenehm wie möglich machen. Das ist unser Job. Diese Worte gaben ihm neuen Mut, eine neue Perspektive. Nach ein paar Jahren Erfahrung entschied sich Johannes, eine Weiterbildung in der Intensivpflege zu machen. Er wollte noch mehr bewirken und Patienten in kritischen Zuständen helfen. Während der Weiterbildung lernte er viele neue Techniken, aber vor allem erkannte er, dass Krankenpflege mehr als nur medizinische Versorgung ist. Es geht darum, den Menschen mit Respekt und Mitgefühl zu begegnen. Die Pandemie und ihre Folgen? Dann kam die Covid-19-Pandemie. Plötzlich stand Johannes mit seinen Kollegen vor einer der größten Herausforderungen seines Lebens.